So, servus und habidere zu einer neuen Folge Viva la Movolution Podcast. Heute einmal ganz was anderes. Und zwar müsst ihr heute mit mir ganz allein Vorlieb nehmen. Heute gibt's ein bisschen so ein Sammler-Special. Sowas wie wir, wenn es gut ankommt bei euch da draußen, vielleicht öfter machen. Ich persönlich darf mir öfters einmal ein Format wünschen, wo man sagt, okay, man redet ein bisschen über momentane Filmveröffentlichungen wie Mediabooks oder Special Editions oder Steelbooks oder allgemein über irgendwelche Veröffentlichungen, die es wert sind oder vor denen man vielleicht auch warnen sollte. Sowas mache ich jetzt einfach selber. Vielleicht interessiert euch das, schreibt es vielleicht auch mal in die Kommentare, ob das cool ist oder nicht. Genau, also ich mache das allein. Ich versuche euch nicht zum Langweilen. Wenn es euch langweilt, schreibt es rein. Schauen wir mal, was rauskommt am Schluss. Das ganze Format hat auch noch keinen Namen. Das war natürlich auch cool, wenn ihr selber ein bisschen anstrengen würdet. Vielleicht mag von euch sich was ausdenken. Sagt es, schreibt es in die Kommentare, wie gesagt. Vielleicht gibt es einen coolen Namen, den ihr euch einfallen lassen könnt für das Ganze. Und vielleicht gibt es ja dann für den Gewinner oder für denjenigen, für den wir uns entscheiden, auch eine kleine Überraschung unsererseits. Genau. Also, seid ein bisschen fleißig. Vielleicht rendiert er sich für euch. Wer weiß, wer weiß. Der erste Beitrag, den wir mir jetzt da quasi machen, oder ich mache, ist gesponsert von Indeed Films, Black Lava und Illusions Unlimited. Ich habe da ein Paket gekriegt mit ein paar Filmchen, um genauer zu sein, 3 Mediabooks. Zwar habe ich den Film Son of the Devil gekriegt, vom Luciano de Acevedo. Übertitel ist Das Böse lauert überall. Bam bam. Genau, das hat den Originaltitel Carabito. Also das Mediabook, das ich da habe, ist Cover C und ist limitiert auf 222 Stück. Ist in weiß und hat also ein richtig grintiges Beutel drauf von einer Sau. Schwarz-weiß Beutel mit ausgeweidete Sau mit, die eben, wie gesagt, ausgeweidete hängen die Gedärme raus mit einer Waffe und einer Bibel dabei. Das ist schon alles sehr bedeutungsschwanger, wo es der Film ja aber auch auf eine gewisse Art und Weise auch mit transportiert. Also wir haben da so einen experimentellen lateinamerikanischen Horrorfilm, der in 3 Kapitel erzählt, wie ein Mann und die Familie im Endeffekt das Leben von den Leuten. Und das Ganze ist geprägt von Missbrauch, von Kannibalismus, von religiösem Fanatismus und sagt halt Mord, Folter, vielleicht auch so ein wenig als Satanismus und einiges an Spannung und psychologisches Chaos von die Figuren oder man kriegt damit, wie es in die Köpfe von die Leuten ausschaut. Der Film ist selber sehr entschleunigt und man muss sowas mengen. Aber jeder, der ein bisschen aufgeschlossen ist und nicht sagt, wow, Kannibalenfilm, ich muss jetzt sofort Kannibal-Holocaust singen und irgendwelche Schildkröten-Geschichten, der kann bei Son of the Devil eventuell seinen Spaß haben. Der Buchteil von dem Mediabook hat 24 Seiten und bietet ein tolles Interview mit dem Regisseur des Films. Ich sage jetzt den Namen von dem Regisseur nicht nochmal, weil ich hoffe, dass das angekommen ist und ich möchte ihn jetzt nicht persönlich beleidigen, indem ich seinen Namen schon wieder verkehrt ausspreche. Wir haben ein paar richtig coole Bilder drin und so. Dazwischen dann einiges an Text. Da wird viel drauf eingegangen, wo man sagt, okay, was hat den Regisseur beeinflusst und was findet er cool. Genau, auf der Disc selber findet man ein Making-of und ein paar Trailer. Kann ein bisschen mehr sein, Bonusmaterial technisch, aber wir werden schon über andere Veröffentlichungen reden, da wo es gar kein Bonusmaterial gibt, nicht einmal einen Trailer. Also ist das mit der Making-of schon mal ziemlich cool. Also wie gesagt, das Mediabook selber, es hat halt einen richtig coolen Spotlack, das finde ich mega. Also dieses Mediabook ist in weiß gehalten und das Bild mit der ausgeweideten Sau und der Filmtitel, der ist in einer Spotlack gehalten, wenn man es gegen das Licht hält, dann schimmert das so richtig cool. Und auch hinten drauf, die Bilder, die auf dem Mediabook drauf sind, die haben auch einen Spotlack gehalten und wenn man es dann gegen das Licht hält, das macht einen richtig, richtig coolen Effekt. Das Booklet vom Mediabook ist eingenäht. Das ist auch jetzt so ein Qualitätsmerkmal
bei einigen Mediabooks, dass man sagt, okay, das ist die hochwertigste Variante, wie man ein Mediabook verarbeiten kann, beziehungsweise wie man ein Booklet im Mediabook befestigt. Und das ist jetzt eben, wie gesagt, eingenäht und das ist halt der höchste Standard, wie man es jetzt eben bei Indeed gewohnt ist. Also mir redet sehr gern über Sachen von Indeed Films, weil die von der Qualität her einfach top sind. Und die arbeiten, wie gesagt, eben ganz viel mit Black Lava und Illusions Unlimited zusammen. Und diese Dreifaltigkeit tut diesen Filmveröffentlichungen sehr gut. Der Film selber ist ein FSK 18, weil oftmals sind die Mediabooks auch ungeprüft oder so. Aber nein, der ist ab 18 freigegeben. Ich weiß nicht, in die Geschäfte, meine ich, gibt's nicht so. Da gibt's nur über den Indeed Shop oder Black Lava Shop zum Kaufen. Und ob noch eine Einzelauswertung über Amaray erfolgt, das weiß ich nicht. Aber wie gesagt, schaut öfters einmal bei Indeed oder Black Lava vorbei, kriegt auf alle Fälle die richtigen Infos. Also wie gesagt, Son of a Devil von meiner Seite her Empfehlung. Ich höre aber die ersten schon wieder schreien im Hintergrund, die sagen, ja, der ist aber langweilig und was weiß ich. Also langweilig finde jetzt ich den gar nicht. Also wie gesagt, man muss ein bisschen offen sein für das Ganze und mit extreme Bilder und wegen so artifizielle Bilder umgehen können und dann hat man mit dem Film auf jeden Fall Spaß. Es ist schon eher für Hartgesottene. Also es ist jetzt kein so ein Sonntagnachmittag-Film, mit dem man recht Spaß hat, sondern der kann einem die gute Stimmung schon mal sauber verderben. Bevor wir mir zu meinem absoluten Highlight dieser 3 Filme kommen wir zu meinem Überraschungshit. Und zwar ist das Vampire Hunter D Bloodlust. Ich bin überhaupt kein Fan von Mangas und Animes und sowas in der Richtung. Wer unseren Podcast allgemein hört, der weiß das, der wo mich ein bisschen kennt, weiß das auch. Mag ich überhaupt nicht. Aber ich war dann auch ein bisschen, jetzt muss ich über so einen Film sprechen, wie das Backerl gekommen ist eben von Indeed, jetzt muss ich über so einen Film sprechen, muss jetzt einmal richtig aus meiner Komfortzone raus. Aber ich bin eines Besseren belehrt worden, da schau her. Es ist, wie gesagt, ein Anime, der so in einer dystopischen Zukunft spielt und hat ganz viele Elemente eben auch aus dem Western oder sowas. Also der Film bedient sich aus ganz vielen verschiedene Versatzstücke aus Genrefilme und verpackt das alles in dieser voll abgetragenen Geschichte, die wirklich auch geil zeichnet ist. Es ist wirklich nur von Hand zeichnet. Und der Film selber, ist von 2000, wenn mich nicht alles täuscht. Da gibt's einen neuen aus die 80er, der anscheinend auch bald angekündigt wird von Indeed oder auch schon angekündigt worden ist. Schießt's mit out, ich weiß es nicht. Aber er ist wirklich toll zeichnet. Action ohne Ende. Also ich war wirklich sehr, sehr positiv überrascht von dem Film. Und wie fantasievoll der ist, wie abgefuckt der ist, wie cool der einfach ist. Also dieser Vampirjäger, der ist ja Wahnsinn. Ja, und mit einem riesigen Schwert und dann da so Werwölfe und Vampire und Monster, Zombies niedermetzeln und so, ist schon cool. Story hat mich auch überzeugt. Und wer so was übrig hat für so Gothic-Romantik mit Western und gemischt mit so postapokalyptische Geschichten à la Mad Max oder so. Also für den ist der Film genau das Richtige. Das Mediabook, das ich hab, jetzt steht mit Out Cover, steht jetzt nichts da, verdammt nochmal. Oder vielleicht gibt's da noch eins. Das kann auch sein. Das ist also ein weißes, auch in weiß gehalten mit Spotlack und auf dem Cover sind ganz viele verschiedene Kreaturen drauf. Also eben auch dieser Vampirjäger mit den anderen, aus dieser Söldnertruppe und eben ganz viele Monster und seltsame Kreaturen drauf. Eben dieser Spotlight wieder wunderschön, gefällt mir sehr gut. Ich halte es gerade in der Hand und spiele mich mit dem Licht da herin, also ganz stark. Auch hinten die Bilder drauf. Vom Mediabook auch wieder mit Spotlight gehalten, sehr, sehr schön. Das Mediabook ist limitiert auf 555 Stück und ist auch wieder eine Kollaboration zwischen Black Lava, Indeed und Illusions Unlimited. Bei den Extras, da haben wir Storyboards, Behind-the-Scenes-Material, diverse Trailer. Das Booklet hat 36 Seiten, so ein richtig dickes Ding, mit richtig coole Bilder, so eben auch die Storyboards so verarbeitet auch im Booklet, mit richtig coole Bilder noch mit dazu. Dann wird auf den Ding eingegangen, auf den Regisseur, auf die Filmreihe selber. Stark. Also die Bilder ziemlich cool, der Text sehr ausführlich. Finde ich cool. Also ich bin ja nicht zum Lesen gekommen, großartig, aber es gibt einiges zum Schmökern und bei 36 Seiten, da ist was los.
Also von meiner Seite her, Vampire Hunter, die war richtig cool. Hat mir mal aus meiner Komfortzone rausgelockt und an dieser Stelle, wenn das der Kani hört, wahrscheinlich hört das nicht, weil wenn ich Sachen allein aufnehme, hört das ist nicht an. Ich werde aber jetzt nicht mehr schimpfen über Mangas. Finde ich cool. So, und jetzt kommen wir zu meinem absoluten Highlight. Und zwar ist es der Film Vicious Fun. Das ist ein Film von der kanadischen Produktionsschmiede Black Fawn Films. Und wer unsere Hardline-Folgen gehört hat, der weiß, dass wir mir schon einige Filme über Raven Banner von Black Fawn Films gesehen haben. Und mir eigentlich riesige Fans sind, weil die bringen so kleine, coole, Low-Budget-Horrorfilme raus, die mit viel Herzblut umgesetzt werden und das sind tolle Filme. Also wie gesagt, die Filme vom Chad Archibald oder die Filme vom Gabriel Kara oder so, also das könnt ihr gerne mal schauen. Da sind richtig coole Filme dabei, The Drownsman oder wie hat dieser Body-Horror-Film geheißen? Bite. Genau. Und aus dieser Schmiede Black Fawn Films kommt jetzt dieser Vicious Fun. In dem geht's quasi drum, dass so ein richtiger Loser mehr halt gern Filmkritiker sei, aber keiner nimmt ihn ernst und er mehr gern bei diesem Magazin Vicious Fanatics mehr hätte gern Artikel schreiben. Er kommt über Unwege, kommt er quasi in eine so Art Selbsthilfegruppe von Serienmörder oder Serienmörder, kann man so sagen, nicht Auftragskiller, sondern wirklich Serienmörder. Und dabei sind diese ganzen Figuren total schrullig und abgefuckt und die meinen dann am Anfang zuerst, er gehört dazu. Er ist auch einer von den Killer und sie können sich da quasi austauschen, bis er dann quasi aufkommt, dass er kein Killer ist und dann geht's dem Herrn an den Kragen. Er bekommt aber dann unerwartet Hilfe. Genau, und um das geht's dann. Die Killer jagt ihn und seine Hilfe und da wird nicht Halt gemacht vor richtig blutige Szenen, vor richtig blutige Kills. Die Figuren sind, wie gesagt, herrlich schrullig, also jeder hat so einen Wiedererkennungswert. Es sind viel bekannte Gesichter dabei. Die Story macht richtig Spaß, die ist richtig rasant inszeniert. Es sind ein paar Dialoge drin, die vielleicht ein wenig zu lang sind, aber der Film ist wirklich so mit Herzblut gemacht, das kennt man beim Schauen und das macht richtig Spaß. Also ich gibt eine absolute Empfehlung für den Film selber, Vicious Fun. Und dann kommt jetzt noch dieses Mediabook. Ich habe jetzt das Cover D bekommen, das glaube ich gibt's nur über den Shop persönlich, ist limitiert auf 444 Stück. Und da haben wir richtig cooles Bonusmaterial, Audiokommentare natürlich, Deleted Scenes, alternative Takes, Blooper Reels, a Script-to-Screen-Feature, einige Behind-the-Scenes-Features, ein Trailer und das 32-seitige Booklet. Und bei dem Booklet, gibt's Interview mit dem Regisseur Cody Callahan und gibt auch wieder richtig coole Bilder mit dazu, eben verschiedene Covermotive aus die verschiedenen Länder und die verschiedenen Mediabook-Cover sind eben auch noch mitverarbeitet. An sich hat noch coole Bilder aus dem Film mit drin und einiges an Hintergrundinformationen zu den Filmemacher selber, zu eben, wie gesagt, der Regisseur Cody Callahan, Chad Archibald haben wir schon genannt, der Produzent. Genau, Drehbuchautoren, richtig coole Infos, dass man ein wenig mehr weiß von den Leuten, die da hinter diesem coolen Machwerk stecken. Und es gibt noch eine extra Passage in diesem Booklet, wo quasi jeder Serienkiller oder jeder Charakter in dem Film nochmal extra beschrieben wird. Und das finde ich cool. Also jeder immer noch ein richtig abgefucktes Beutel dazu und dann die Charakterbeschreibung von der jeweiligen Figur. Ein richtig tolles Mediabook, das Cover-Artwork D, das ich hab, das schaut ein wenig so nach alten Videotheken, Ranz VHS aus mit Aufkleber drauf und mit dem Aufdruck uncut und unzensiert. Ist aber jetzt auch kein Wunder, weil der Film selber ist ab 16, was mich jetzt streckenweise ein bisschen wundert, dass der ab 16 ist, weil er doch stellenweise recht blutig ist. Aber wahrscheinlich dieser lockerflockige, komödiantische Unterton, der da bei dem Film mitschwingt, hat ihm wahrscheinlich die 16 eingebracht, weil sonst war das ein 18er Kandidat, meiner Meinung nach. Der ist auch von Rotten Tomatoes, falls das irgendjemand interessiert, Certified Fresh. Also, wie gesagt, was soll ich euch da jetzt nur verzeihen, was ihr nicht jetzt schon gehört habt, absolute Empfehlung. Auch wieder Kollaboration zwischen Black Lava, Indeed und Illusions
Und das Artwork vom Mediabook ist auch wieder mit diesem Spotlack gehalten. Diese Aufkleber, die drauf sind, haben Spotlack, diese Fake-Aufkleber, die quasi so nach Videothek ausschauen sollen. Dann haben wir diesen Filmtitel an sich im Spotlack und hinten wieder drauf die Bilder in Spotlack gehalten. Eine richtig tolle Veröffentlichung von einem tollen Film. Was mich jetzt schon sehr gefreut ist, von Indeed kommt jetzt dann auch The Dark and the Wicked. Im Mediabook soll jetzt angeblich dann so um Halloween rum oder nach Halloween dann rauskommen. Auf den freue ich mich schon richtig, weil ich den schon sehen hab dürfen und jetzt dann eine schöne VÖ ins Regal stellen. Das mag ich immer gern, weil so Lücken von Filmen, die mir taugen, die zum Beispiel bei Netflix laufen oder irgendwie so in der Richtung, da pack ich gar nicht. Das ist mein innerer Monk, will diese Filme im Regal. Was sagt ihr da draußen? Kauft ihr noch physische Medien oder nicht? Füllt ihr euch in die Regale oder du hast die Filme online kaufen, aber nicht vergessen, die Filme kennt euch da nicht. Also das habt ihr zu Hause, kennt euch nicht. Und genau, also hat sie noch Fans von physischen Medien oder sagt sie, es ist alles total überholt, ich möchte nur noch streamen oder online kaufen. Also soweit hier zu diesem Indeed Triple Feature. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Wie gesagt, schreibt es mal in die Kommentare, ob das ein Format ist, das ihr euch vorstellen könnt, dass euch das gern anhört oder dass euch darauf gefreut vielleicht sogar. Und überlegt euch einen coolen Namen für das Ganze, dann schauen wir mal, was wir draus machen. Zu guter Letzt möchte ich mich noch bedanken beim André, der Geschäftsführer von Indeed Films, der uns dieses Filmpaket geschnürt hat und der uns sonst auch immer versorgt mit coolem Zeug, die uns jetzt quasi auch dieses Paket zugekommen haben lassen und macht's weiter so. Saugeile VÖs mit wirklich hochwertige Mediabooks, mit tolle Synchros mit dabei. Also wenn wieder was ist, Filme von Indeed Films kann man immer gern sprechen, weil die von der Qualität her einfach immer toll sind. Also immer gern, immer her damit. Ist da draußen auch, schaut's nach die Titel von Indeed Films aus, also halt's Ausschau nach Filme von Indeed Films, die sind's wert, die sind top verarbeitet und da steckt eine Liebe drin. Das ist nicht bloß rausgeschissen, dass draußen sind, sondern das ist wirklich für Sammler, von Fans für Sammler. Dann sage ich merci fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Servus und habe Dere.